Habadere, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem sehr lang ersehnten Video für euch. Heute geht es um etwas, zu dem mir sehr viele Fragen gestellt worden sind, und zwar geht es um mein Equipment, meine Ausrüstung, wo ich alles zum Filmen, Schneiden und so weiter besitze. Ich fange jetzt erst einmal mit allen Sachen an, weil jetzt nichts mit der Hauptkamera zum tun haben, weil das kann ich ja dann alles mit der Hauptkamera filmen. Die Hauptkamera filme ich dann mit der GoPro. Zuerst haben wir da einmal die GoPro. Sollte den meisten ein Begriff sein, die, ja, ich sage mal, der Marktführer in Sachen Actioncam. Das ist in meinem Fall eine GoPro Hero 4 Silver. Das ist das normale Gehäuse. Dazu haben wir dann natürlich Haufen Ausrüstung. Ein Brustgurt und so ein Schwimmer, ein Armbandel, ein Hirnbandel, ein Rohrschellen, eine Rohrschelle, ein Selfie-Stick, ein Saugnapf, was man brauchen kann. Ich habe das mal in so ein Set gekauft. Ich würde es ab jetzt also machen, dass ich die Links von dem ganzen Ramsch, was ich benutze, machen ja viele andere auch, in die Beschreibung da. Das sind Amazon-Links, das sind sogenannte ihr könnt es nachlesen, was das für Links sind. Auf jeden Fall unterstützt ihr mich dadurch, wenn ihr über diesen Link was kauft. Ich will euch da jetzt nicht zwingen, aber ja, ich verlinke das halt so, da sieht man gleich, was ich alles benutze. Zwei Dinge, die meiner Meinung nach bei der GoPro, zumindest bei der 4er noch, sehr wichtig sind. Das ist einmal ein Gehäuse, das jetzt nicht geschlossen ist, weil es Originalgehäuse, sondern es ist ein offenes Gehäuse, da die Hero 4 mit dem geschlossenen Gehäuse mikrofontechnische Katastrophe ist. Ist so. Und deswegen habe ich mir da so ein offenes Gehäuse gekauft, ich glaube von Amazon damals. Das ist Alu gefräst und da kann man jetzt eine GoPro praktisch rein tun, wenn man jetzt nicht gerade im Regen rumrennt. Vorteile davon sind, ich komme an alle Stecker hin, ich komme an meinen Bildschirm hier, an mein Touchscreen, und ich habe oben diesen Blitzschuhadapter. Das bedeutet, ich kann jetzt auf der GoPro mein Mikrofon, das ich jetzt auf der Hauptkamera dran habe, auch montieren. Dafür gibt es dann auch einen Adapter vom Mikrofon, von der Klinke zu dem USB-Eingang von der GoPro. Kann ich alles verlinken, kein Problem. Damit komme jetzt ich sehr gut zurecht, mal so. Und was mir auch noch sehr wichtig war, jeder GoPro-Nutzer wird es wissen, ein Akku von der GoPro, der hält auch nicht ewig. Deswegen habe ich mir Ersatzakkus gekauft und so ein Ladegerät, weil ich zwei Akkus gleichzeitig praktisch auch laden kann, dass ich nicht immer die GoPro selbst anstecken muss. Ja, das zur GoPro. Dann habe ich noch ein Teil von meiner Hauptkamera und das ist das Originalobjektiv. Das heißt, das ist ein Kit-Objektiv. Ich habe die Kamera Canon EOS 600D, das seht ihr dann noch. Und da war das Kit-Objektiv 18 bis 55 mm dabei. Ich habe jetzt ein anderes Objektiv drum, ich habe ein Weitwinkelobjektiv drum, das mir schon mal den riesen Vorteil bringt. Das Objektiv ist beim Fokussieren erstens einmal nicht so schnell und zweitens einmal riecht es ja wie ein Panzer, wenn es losfährt. Bei dem Objektiv hört man nichts. So. Das heißt jetzt nicht, dass das Objektiv schlecht ist, bloß für mein Verhältnis ist jetzt das halt besser. So, jetzt habe ich ihn mal da ein wenig mit Hintergrund. Im Hintergrund sieht man noch einen alten Bekannten, so einen Horrorclown. Das da sind meine Softboxen. Das waren, gebe ich jetzt so nicht die teuersten, aber glaubt mir das, wenn ich eins weiß, dann das Licht einen Wahnsinnsunterschied macht. Ein kleines Beispiel, so schaut mein Tisch, den ihr kennt mittlerweile schon. So schaut der mit den Softboxen aus. So darf das Ganze ausschauen, wenn ich es mit normalem Licht machen darf. Natürlich kann ich die Scheinwerfer jetzt noch Energie dran, aber eine Softbox, das wird sie mir bestätigen, ist einfach nochmal ganz was anderes, weil das Licht einfach viel weicher ist und weil es halt einfach gerade für das Filmtechnische bedeutend besser ist. So, jetzt habe ich ihn mal mit in meine Computer-Ecke genommen. Da schneide ich meine Videos.
Mein Schnittprogramm, da ist sehr oft danach gefragt worden, ist, un momento, Sony Vegas. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe angefangen damals mit Windows Movie Maker. Ich meine, irgendwann fängt man mal an. Aber das Programm ist halt doch sehr professionell und ja, wie gesagt, das ist keine Crack-Version. Ich habe mir das gekauft. Sony Vegas Pro 13. Mit dem Programm kann man halt einfach alles machen. Also du hast halt Möglichkeiten von Videoeffekten über Mediengeneratoren, also du kannst mit diesem Programm sehr professionell Videos bearbeiten, schneiden, Effekte hinzufügen und alles weitere. Aber da gibt es 100.000 Videos auf YouTube, da könnt ihr in jedes einzelne 1000 Mal einzeigen. Das ist in dem Fall nicht meine Sache. Aber ihr wisst jetzt zumindest einmal, mit was ich schneide. So, jetzt entschuldigt die Mikrofonqualität, aber ich mache jetzt das kurz mit der GoPro filmen, weil, sieht man, Hauptkamera ist hier. Meine Hauptkamera ist eine Spiegelreflex, eine Canon EOS 600D. Die hat den Vorteil, dass sie einen klappbaren Bildschirm hat. Ist eine sehr gute Anfänger-Spiegelreflex, sag ich mal. Das Objektiv, was ich drauf habe, wie schon gesagt, ist ein Weitwinkelobjektiv 10 bis 18 mm. Da bin ich sicher großer Fan davon, weil das nicht so die Tiefenschärfe hat. Das heißt, es ist nicht gleich alles, was jetzt 5 cm vor mir ist, wieder unscharf. Dann seht ihr, habe ich da was montiert drauf. Das ist ein Richtmikrofon. Ich wollte damals zuerst ein Rode-Mikrofon kaufen, habe mich aber dann entschieden, erst einmal das zu probieren. Das ist ein sehr billiges Richtmikrofon, es hat aber einen sehr großen Effekt, weil das eingebaute Mikrofon in einer Kamera ist im Normalfall ein Stereomikrofon. Das heißt, es nimmt den Sound rundum auf, das heißt, alle Störgeräusche sind dabei. Und es hat im Normalfall keinen Windschutz. Dieses Mikrofon hat, glaube ich, 30-35 € gekostet. Das ist ein Tagstar, was weiß ich, ist in der Beschreibung unten. Es erfüllt seinen Zweck und es ist halt wirklich, es ist ein Richtmikrofon. Das heißt, nur was vor der Kamera ist, wird gut aufgenommen. Wenn ich jetzt so mit der Kamera in der Hand dreht, versteht man mich sehr schlecht über dieses Mikrofon. Jo. Mehr gibt es dazu eigentlich auch schon nicht mehr zum Sagen. Ich werde, wie schon gesagt, alles in die Kommentare unten reinshoppen. Wen das interessiert, der kann sich das anschauen. Auch meine Speicherkarten, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass man da sehr große Fehler machen kann, wenn man billige Speicherkarten kauft. Ich habe jetzt beispielsweise diese Kamera, eine SanDisk Ultra mit 128 GB. Das heißt, der Karten wird nicht voll. So viel kann ich nicht filmen, wird der Karten nicht voll. Und die Klassifizierung und die Schreib- und Lesegeschwindigkeit einer Speicherkarte sind sehr entscheidend für das, was die Kamera mit ihrer Karte anfangen kann. Das ist auch bei der GoPro sehr wichtig. Ich verlinke das alles. Ja, ich hoffe, ich habe alle Fragen geklärt. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, schreibt es in die Kommentare, ich werde es beantworten. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus, Haberderi, ich weiß gar nicht, ob ich am Büttel war. Auf jeden Fall, Servus, Haberderi, bis zum nächsten Mal. Servus.